Einige Menschen im Leben haben sich dort angewandt, ein bisschen zu leben. Mag nicht so sein, ein kleines bisschen muss ja nicht so sehr schlimm. Ein kleines bisschen mal. Nicht so sehr schlimm? Für wem? In Spanisch spricht man mentira piadosa, also eine religiöse Lehre. Und dit sei wir Notlügen, das nicht mehr. Ich muss meine Freunde mit verlegen, warum ich zur Lot komme. Ich muss meine Kinder mit verlegen, wenn sie wollen, eins warten. Ich lüge dem mit ver. Ich sehe das Mädchen, wir können Bananen im E-Shop, aber da wäre noch genug. Aber omdat er nicht die ganze Zeit Pracht hat, das kleine Kind mit verlegen. Es klingt besser, aber bloß wenn es nicht. So dann hat die ganze Situation gelöst. Tam zweite, was große Lehrnis ist, je nachdem, wie viel der Mensch erklärt, dann weiß, dass eine große Lehrnis ist als eine kleine. Wenn der viel erklärt, hat einige Menschen so viele Erklärungen daran, dass die eins von für jetzt, wo der angefangen hat, das hat nicht mehr einen Kopf, nicht fällt, nicht ein, nicht anfängt, nichts. Wenn sie alles bloß da eins, wo ein Rahmen reden, Rahmen bi, und einmal ausreden. Das gibt die Menschen, das Schlimmste, die leben sich selbst fehlen nach. Ja, ich sehe auch ein guter Mensch, ich gehe auf ein Kirche, ein Programm, Oase der Seele und so was. Mit ein guter Mensch sein. Naja, das sind Sachen, was im Leben zu regeln fahren, aber dort ist nicht so. Also, ich habe da anscheinend Assado gebacken, sehr Fan gesalt und alles rein. Erst bloß mit Gesand, aber ich schätze, das ist auch nicht so schlimm, best Gesand, wenn es 10 Kilo Assado und ein halbes Kilo Sand soll auch nicht so schlimm sein, nicht? Wenn es ein bisschen Leben ist auch nicht so schlimm, oder ja. Weil jetzt mit der Wahrheit am im Leben. Jetzt mit der Wahrheit mit dir selbst am. Zum Beispiel mit der Wahrheit, dass du wirklich mit der Gesellschaft mitträgst oder nicht. Mit der Wahrheit, deinen Partner oder deine Kinder, deine Eltern oder andere gehen über. Du kannst sagen, dass das nicht so schlimm ist hier. Aber die Bibel hat ein bisschen ein anderes Konzept über. Das sagt uns in der Offenbarung im letzten Buch, in Offenbarung Kapitel 21, 8, das sagt, das nicht verzagen. Dann die Angläubigen, die was die Gräueltaten tun, die Deutschlehrer, die Hurer, die Zauberer, die Abgötter und die Lehner, die waren in Deutschland im feurigen und schwefeligen, wo das brennen wird. Wo das mit Feuer und mit Schwefel brennen wird. Das ist der zweite Tod. Menschen, die leben, die angläubig sind, die Deutschländer, die Gräueltaten tun, all die Hurer und die Zauberer, die Abgötter und die, die leben, die waren nicht im Himmel kommen. Wenn eine kleine Lehne ist, kann man hier ein paar Sachen regeln. Ah ja, das ist alle Fälle gehen. Aber die große Sachen gehen nicht regeln. Wenn es das gibt, kommt das empfehlen. Und manche Menschen sind nicht sehr bewusst. Das haben nicht einmal geschafft. Ich bin so angewandt, ein bisschen so kleine Notenlügen, wenn es einmal nicht regeln, und dann ich das geregelt habe, dann einfach wieder normal leben, was das irgendwann ist, an dem Tollbahn ist, an dem Sei von vier, von was die Bibel redet. Also dann die leben. Als du das klar mit der Wahrheit, mit anderen Wahrheit, mit dir selbst, da gibt es die Sachen, wo du dich selbst verlegen lässt. Das ist so leicht, immer das Gewässer zu belegen und den nächsten besser zu legen. Gott macht das wie die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was uns frei macht im Leben. Die Wahrheit sei an alle, auch dann, wenn das mir mal schwer fällt, als eine Herausforderung. Und wenn du gelegt hast, für um Verzeihung, dass Gott die Sache regelt hat, mit der anderen Person, dass du frei bist von Lehne, und einfach auch eines Tages kannst im Himmel uniten.